Hey, schön bist du wieder da beim Audio-Adventskalender und der Geschichte vom Lämpli 225. Das hat gestern alle Mut zusammengenommen und einen Vorschlag vor versammelter Mannschaft eingebracht. Entgegengekommen ist ihm bis jetzt aber nur eisiges Schweigen. Plötzlich aber spürt das 225 eine Berührung von der rechten Seite. Das 226 hat mit einer Handbewegung angedeutet, dass das 225 ein bisschen näher kommen soll. Der deutlich ältere Nachbar verratet am 225, dass es ihn eigentlich schon mal reizen würde, etwas Neues auszuprobieren. Das so offen wie sein jüngerer Kollege zuzugeben, das traue er sich aber nicht. Seiner Generation sei immer wieder gesagt worden, dass die Meinung von einem Einzelnen niemand interessiere und der Chef sowieso immer recht hätte. Am Captain fällt auf einmal auf, dass das 225 und das 226 etwas am Flüstern sind und schreitet ein. Er will wissen, was die beiden zu besprechen haben. Wenn es so wichtig sei, können die beiden das ja gerade allen erzählen. Zum Erstaunen vom 225 meldet sich jetzt 226 doch öffentlich zu Wort. Das ältere, fast schon antike Lämpli hat dann auch gemeint, dass er die Idee von seinem weitaus jüngeren Nachbar sehr interessant fände. Er selber wüsste nicht mehr, wie viel Weihnachten ihm noch vergönnt seien. Und er würde einfach zu gern mal wieder ein bisschen tanzen und dabei blinken. Das hat er zuletzt als Kind gemacht. Wo er dann ins jugendliche Alter kam, sei von seiner älteren Generation das Tanzverbot eingeführt worden. Und wo das wieder abgeschafft worden sei seine Persönlichkeit schon so gehemmt gewesen, dass er sich gar nicht mehr getraut hätte, sich richtig auszudrücken. Erst die Ansprache vom 225 hätte ihm wieder den junge, lebensfreudige Teil geweckt. Und er fände, es wäre jetzt mal an der Zeit, auf die junge Generation zu hören. Nur schon aus dem Grund, weil sich seine eigene Generation in jungen Jahren nur zu gern gegen die Regeln der Engstirnigen gewehrt hätte. Aber selber nie den Mut dazu hat aufbringen. Das 225 hat sich unglaublich darüber gefreut, dass 226 ihn vor allen anderen unterstützt hat. Das hat ihm auch etwas bestätigt, was er eigentlich schon immer gedacht hat. Dass Offenheit gegenüber Neuem grundsätzlich keine Frage vom Alter ist. Die Hülle vom 226 mag vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen sein, aber in seinen Augen hat sich jugendliche Lebensfreude erkennen lassen. Der Captain hat aber nur wenig Begeisterung gezeigt und gemeint, dass er sicher nichts an seinem Plan ändere, nur weil 2 aus 300 Lämpli das so wünschen. 297 Lämpli würden ihm schliesslich zustimmen. Und zudem sagt das ja nach wie vor auch kein Wunschkonzert da. Das 226 meldet sich auf das aber nochmal zu Wort und sagt, dass ihm ja schon bewusst sei, dass er nur eine Nummer unter 300 sei. Aber seine Frau, die leider viel zu früh gehen musste, habe ihm mal eine interessante Geschichte erzählt. Eine Geschichte über den Captain. Er hat die Geschichte lange nicht so richtig glauben, aber jetzt will er einfach wissen, ob das stimmt. Der Captain hat irritiert zum 226 geschaut und ihn gefragt, was er denn da auch rede. Was für eine Geschichte soll denn das sein? Das 226 hat dann geantwortet, dass ihm seine Frau mal erzählt hätte, dass der Captain vor vielen Jahren selber mal ein blinkender Tänzer gewesen sei. Sie sei nämlich in jungen Jahren zusammen mit ihm Teil von einer Lichterkette am Nürnberger Weihnachtsmarkt gewesen. Der damalige noch nicht Captain hat dort an einem Abend plötzlich angefangen zu blinken. Nach ein paar Abenden hat das aber für ihn die Verbannung bedeutet. Das 226 hat den Captain angeschaut und gefragt, ob es sein kann, dass er heute so verbittert neue Vorschläge abschmettere, nur weil er damals selber für seine unkonventionelle Art bestraft worden sei. Es war für einen kurzen Moment ganz ruhig in der Kette.
Niemand hätte erwartet, dass so ein altes Lämpli wie das 226 den Captain so direkt konfrontiert. Der Captain war irgendwo zwischen schockiert und aufgelöst gsi. Die Strenge in seinem Blick ist an einem traurigen Gesichtsausdruck gewichen. Der Captain hat sich zuerst ein bisschen sammeln und hat dann das 226 gefragt, ob er ihn dann bloßstellen will oder wieso er die Geschichte führen hole. Aber das Letzte, was 226 wollte, ist der Captain bloßzustellen. Er hat ihm entgegnet, dass es ihm viel mehr darum ginge, aufzuzeigen, dass sie beide und das jugendliche 225 viel mehr verbinde, als er je gedacht hätte. Und dass es doch Irrsinn sei, eine junge Generation zu bremsen, nur weil die so leben wollen, wie man es selber gern gemacht hätte, aber nicht hat dürfen. Der Captain hat jetzt langsam eingesehen, dass es 226 wohl wirklich nur gut mit ihm gemeint hat und ihn nicht hat bloßstellen. Aber überzeugt von der Idee ist er immer noch nicht so ganz gsi. Er hat entgegnet, dass er es einfach nicht verkraften würde, nochmal verbannt zu werden. Die letzten Jahre hat er damit verbracht, von seinen Träumen Abschied zu nehmen, im Tausch gegen ein ruhiges Leben mit einem guten Ruf. Jetzt hat sich das junge Lämpli 225 wieder gemeldet und hat den Captain ein bisschen schüch zurückgefragt, ob es denn das auch wäre gewesen sei. Der Captain hat dann kurz innegehalten und langsam den Kopf geschüttelt. Aber jetzt sagt er wohl einfach zu alt, um nochmal zu träumen. Das 225 hat da widersprechen. Wenn sogar das 226, das noch ein paar Jahre älter sagt, wieder zu seinem Traum stehen, dann sagt für ihn die Zeit ja wohl ebenfalls noch lange nicht abgelaufen. Das 225 hat den Vorschlag gemacht, dass sie doch einfach abstimmen sollen. Wenn die Mehrheit dafür sage, dann würden sie es ausprobieren und wenn die Mehrheit dagegen sage, dann würde auch er sich dem Entscheid fügen. Der Vorschlag hat dem Captain eingeleuchtet. Solange er den Entscheid nicht allein tragen müsse, sage er dabei. Demokratie sagt da wohl für einmal die richtige Lösung. Die Abstimmung müsse aber schnell passieren. Schliesslich sagt Frau Schwarz jetzt dann fertig in der Küche und käme dann zu ihnen. Sobald sie die Kette am Strom anschliesse, müsse die Entscheidung getroffen sein. Dann also die Abstimmung. Zuerst zählen alle die Hand heben, die gegen den Vorschlag vom 225 sind. Das 225 hat kaum anschauen und hat sich die Augen verdeckt. Also so halbe. Etwa so, wie wenn man einen Horrorfilm schaut, Angst vor einem Jumpscare hat, aber gleich nicht komplett verpassen will, was passiert. Dann das Resultat. Nur mal gerade 18 Lämpli sind dagegen gsi. Zur Absicherung ist dann noch verlangt worden, dass alle, die für den Vorschlag sind, auch die Hand erheben. Das Resultat? 283 Hände in der Höhe. Einer, der vorher abgelehnt hat, muss offensichtlich die Meinung schon wieder geändert haben. Das Ergebnis war mehr als deutlich. Das ist auch am Captain, der jetzt ebenfalls für den Vorschlag gestimmt hat, bewusst worden. Aber trotzdem hat er sich nicht vollkommen frei von seinen Zweifeln machen können. Er hat das 225 angeschaut und gefragt, was dann sage, wenn es gleich in die Hose ginge und sie alle wieder an einem neuen Ort müssten anfangen. Das 225 hat in einer beruhigenden Art mit der Gegenfrage geantwortet, ob es dann nicht besser sage, mit etwas zu scheitern, wo man liebt und sich selber treu bleibe, als nur akzeptiert zu werden, weil man sich verstelle. Der Captain hat etwas eingestehen. Für das 225 noch so jung ist, sagt das Lämpchen schon eine ziemlich helle Leuchte. Dann macht sich Frau Schwarz auf den Weg zu der Kette, nimmt den Stecker in die Hand, führt den in die Steckdose und tatsächlich, alle Lämpchen blinken jetzt in einem koordinierten Rhythmus. Es wirkt fast ein bisschen so, wie wenn man am späten Nachmittag im Sommer am See hockt, die Sonne aufs Wasser scheint
und es beim Zukneifen der Augen so aussieht, als würden funkelnde Diamanten auf der Welle tanzen. Alle Lämpchen in der Kette strengen sich an, entspannen sich, strengen sich wieder an und das alles wiederholt sich immer und immer wieder. Dabei schauen sich auch immer wieder gegenseitig in die Augen und sehen, wie alle strahlen. Auch wenn die Schwarz sie jetzt sorgen würden, dann wäre es das nur schon für diesen Moment wert gewesen. Aber nach einem kurzen Augenblick passiert's. Der nichtssagende Gesichtsausdruck von der Frau Schwarz weicht am Lächeln, sie fängt an schnippen, startet eine Weihnachtsplaylist und fängt dann ebenfalls an tanzen.